so nicht wirklich merci für Ihre Präsenz, so bei der normalen, regulären Pressekonferenz nur als dem echten Nationalvorstand von der Rentrée. Und aber, also, du bist eine extra Pressekonferenz, die wisst, weil es eine extra Rentrée ist und eine schwere Rentrée war, die schon movementiert war und das schon ganz viel passiert. Und dafür haben wir auch diesen Nationalvorstand natürlich genutzt für hauptsächlich, und ich so nicht, war wirklich der große Punkt in der Aktualitätspolitik, für den Akkord Tripartit zu schwätzen. Ihr wisst, den Datum von heute war annonciert, wir haben gesagt, heute gibt die Decision geholt, und ich hole da auch alle Spannung direkt raus, den Akkord Tripartit als vom Komitee National vom OGBL angeholt ging, heute Morgen. Und das ist auch richtig so, und das ist auch nicht mehr normal so, und ich gehe noch kurz darüber an, für was das für uns wichtig in der Choras, und ich muss kurz unterbrechen, weil er schaltet andauernd ein Handy und die steuert anscheinend Mikro ein. Sorry. Voilà, für was das für uns ein wichtiger Moment ist. Wir sind in einer Situation, wo wir aus einer Tripartit am März rausgegangen sind, man denkt mal, wo den OGBL nicht kann, drohen, wie ihr alle gut wisst. Wir sind an der Tripartit am März rangegangen und wir hatten Folgendes gesagt. Wir haben gesagt, das Indexsystem, den muss normal funktionieren. Das war eine von unseren Hauptforderungen, wieder ich erinnert. Wir haben auch gesagt, es muss auf die Inflation angewirkt gehen, an die Inflationsprävisionen vom Stadtwerk. Die Schengen ist nicht realistisch an die Werte mehr hoch sind, wie das, was am März vorausgesucht ist. Wir haben noch gesagt, es darf nicht ein Tripartit sein, die sich reinhunter den Index dreht. Und wir haben noch gesagt, es muss auf Preise von der Energie angewirkt gehen. Wir hatten proposiert, Deckeln zu machen auf Energieprodukten und ein Bass von der TVA zu machen. Wir hatten noch proposiert, ob die Präadministrieren zu wirken, und unter anderem hat man die konkrete Forderung von dem Aufrühren von den Preisen von der Maison de Soins. Das waren die Forderungen, mit denen die OGBL an Tripartit vom März rangegangen sind. Wir haben die Demos nicht erfüllt, ich gehe nicht mehr darüber an, mit den Akkord konnte man ja bei weitem nicht mittrauen. Aber wir sind an die heutigen Tripartite rangegangen mit der selben Position, an die verschiedenen Punkte da sind erfüllt gehen, vom Tag nur den Verhandlungen an der Tripartit. Und ich meine, da ist einfach mal viel rausgeschickt, für zu sagen, wir fühlen uns konfirmiert an unserer Position, die wir zunter der letzten Tripartit hatten, alles das, was wir eigentlich gesagt haben zu dem Zeitpunkt, also diskutiert gehen, enfin diskutiert gehen, und wir haben am Anfang dem Positionement auf der ganzen Linie just Konfirmationen gekriegt von der Realität, vom Leben, von dem, was passiert, also wie die Inflation weiter geklommen ist. Und wir sind konfirmiert gehen auch an unsere Lesung sich durch den Akkord, den unterschlägt, an den de Morgen dann noch vom Komitee National angeholt gehen ist. Wir brauchen nicht zu verstoppen, dass es ein großer Tag auf die Lohnfrage auf Zentament von Seite vom Patronat, die dann halt mit der Regierung mitgedroht gehen als am letzten Akkord, an die Attacke auf die Lohnfrage, was den spezifischen Index so belangt, die sollte weitergehen. Auch da das evident. Da tun wir auch schon, also wir haben schon am März gesehen, dass die Attacke geredet wird, wir haben uns gewählt. Wir haben nicht gesagt, aber wir sind abgestanden, aber wir haben uns hinterher gewählt an einem langen Weg, den wir gegangen sind, mit vielen Leuten an Aktionen, gewerkschaftlichen Aktionen, Mobilisierungen, aber auch an einer Kommunikationskampagne, die wir gemacht haben, aber auch an den Betrieben, wo wir mit den Leuten und Terra präsent sind und mit denen schwätzen und gemerkt haben, dass wir da große Unterstützung gekriegt haben, wo wir einfach gesagt haben, das ist der falsche Weg, den du gewählt hast. Aber wir haben noch direkt am März gesagt, das ist der falsche Weg, wir hätten den Akkord nicht dürfen, also den Akkord hat nicht dürfen zurückbehalten gehen, und da das auch dadurch, was heute erfüllt wird durch den neuen Akkord. Das ist der Akkord vom März vom Tisch ist.
Insofern also so logisch, dass den OGBL sich konfirmiert fehlt, dann dass man den Doten auch matdrohen können. Und das ist auch logisch, dass wir gesehen, dass man die wichtigen Lohnattacken aufgewehrt kriegt und dank eigentlich der Position vom OGBL an der echter Tripartit an dank als Opposition, die man den ganzen Wochen am Ende noch gemäht haben, an die Mobilisierung, die eben noch stattfand wird. Wir haben das damals gesagt, wir kommen aus einer langen Covid-Phase raus, wo wir alle guten als hauptsächlich mit der Pandemie beschäftigt haben, und wo man knapp am Gange war, rauszukommen aus der frohen 100. Pandemie, als die Lohnattack auf der Indexfrau geredet ging. Und da haben wir gesagt, da trifft die Gewerkschaft an der Substanz, und da lassen wir das nicht mehr als Mann, und da werden wir als Viren. Und da haben wir das gemäht, und das sind eine von den wichtigsten Fragen, die uns beschäftigen, und das war eigentlich die wichtige Message, die man damals konnte gehen. Mit der Haltung und mit der Opposition, die wir gemacht haben, also da ist auch gelungen, dass es an dieser Tripartite ein bisschen ernst gelaufen ist, und dass wir klar gewissen hatten, den OGBL kann nicht so, wenn er nicht d'accord ist, er kann sich auch wehren, wenn er weiter soll, Index manipuliert gehen. Und das war es Linie Rouge, das haben wir für der Tripartite gesagt, das haben wir auch schon an der Öffentlichkeit gesagt gehabt, wir haben an der Bipartite gesagt, die zwei, die am Sommer stattfanden. Und wir haben nicht während der ganzen Verhandlungen gesagt. Und wir haben auch mitgekriegt, dass die Attacken unter den Index auch schon am Last gegangen sind bei den Bipartiten, spätestens am 14. September, wo die Prävisionen vom Stadttag rauskommen, an der Worst-Case-Szenario beim Durchschlag von den vielen 4 bis 5 Indextranchen, die da los sollten, bis Ende vom nächsten Jahr erfallen, war die Stimmung am Land da, und du hast die Stimmung gemäht gehen. Andere meinen ja irgendwo etwas in dem Indexsystem dort zu rüsseln. Und das war für uns definitiv die falsche Antwort auf das Krise. Und dann haben wir auch eben Zentner hier immer das dort betont. Und dafür sind wir der Meinung, dass durch den Druck dort möglich war, die Lohnfrau mal durchzukriegen, an die Attacken da aufgewehrt zu kriegen, an der das Mengen FMO oder die wichtigste Konklusion, die wir für uns heute können rausziehen, an die Position vom OGBL erklärt. Wir haben erstens den Akkord vom März als vom Durch. Ihr wisst, dass das wichtig war, das froh am 10. März, und dafür haben wir viel gestritten. Das Indexsystem spielt normal. Und das war auch eine von den wesentlichen Linien Rouge natürlich. Das heißt, alle Indextranchen, die deklariert wird, die wird auch bezahlt. Und das war das Ziel, was wir verfolgt haben, was wir wollten erreichen noch. Und dadurch, gerade an diesen Zeiten von historischer Inflation, als wichtige Message und das Lützeburger sozialen Modell. Und das ist eine wichtige Message, und die schaffen Leute pensioniert, dass wir es fertig bringen, und einem wichtigen Instrument, Indexmechanismus festzuhalten, an den auch durch diese Zeiten zu kreieren. Natürlich war es dann eben auch wichtig, auf Inflation zu wirken, und auch das ist passiert, und schon viel drin angedeutet. Wir haben also helfen auf den Preise von Energie, an dem wir einen Deckel haben, und ich gehe noch drüber an, ihr kennt alles, was zurückbehalten gehen ist, auf den Energiepreise, an dem wir einen Pass auf der TWR haben, an dem wir nach einer Reihe anderer helfen haben für die Leute. Und das war für uns mengenlich das Wichtigste, was müssen erfüllt gehen, und das ist auch geschieht. Das so, dass die Tripartite natürlich an einem ganz schweren Kontext stattgefunden hat. Auch das sind wir uns alle gut bewusst. Und ich gehe kurz darüber, weil da viel debattiert ging, wie es aufgelaufen ist. Es war eine Tripartite, die relativ spät angerufen wurde. Effektiv haben wir alle gut schon gesehen haben, dass viel, wie Tendenzen sich entwickeln über die Summe. Und war eine Tripartite, die heftig war, weil sie in kurzer Zeit müssten große Decisionen getroffen gehen, lang, also 3D lang zusammen sitzen, bis dann nur dran wieder alle guten Matt verfolgt hat. Und es war ein Tripartit, die an einer Krise stattfand, was ja richtig ist, so als Kriseninstrument, mehr an einer speziellen Krise, weil wir eben die hohe Inflation haben. Wir haben nach immer den grausamen Krieg in Europa, auch für allem den unprävisiblen Krieg, wo kein wirklich weiß, wie es mal ist und wie es weitergeht. Wir haben die Energiekrise, die sowohl die Leute wie aber auch verschiedene Betriebe trifft.
wo wir an einer Situation waren, wir sind Gewerkschaftler, das kann ich immer noch mal betonen, wir vertreten Leute, wo wir an einer Situation waren, wo wir riskiert hatten, dass einfach Leute nicht die Rechnung nicht mehr könnte bezahlen, hier Heizungsfreien nicht mehr konnte bezahlen, bis an die Mittelschicht dran, das tun wir müsste verhindern. Wo wir natürlich die Approvisionnementsprobleme haben, wo wir auch die Risiko haben von der Energieversorgungssicherheit, die nicht mehr garantiert ist, wo wir noch konfrontiert sind mit Tendenzen in ganz Europa, ganz rezent eben den Ultra-Rechtsruck an einer von den größten Wirtschaftsmärkten von Europa, wo man die letzten von den durch die Politik von der Zentralbank rückklemmt und Leute massiv trifft, wo man historische Inflation haben, der kannte Kontext, aber an der ganzen Bull von engem Europa, was ugegraben ist oder was geschwächt ist durch all die Punkte, müssen wir Lösungen finden für Länder, Leute, Betriebe, die Jiderengem irgendwo zu gut kommen und die auch Kompromiss sind, mit dem Jider sich kann rumfannen. Tout en sachant, dass wir alle Guten wissen, dass in anderen Ländern auch natürlich aktiv nur Lösungen Gesicht gibt, nur Hilfe Gesicht gibt, aber ein bisschen den Zeitdruck auch hatten, irgendwo sehr rauszukommen oder sehr eine Lösung zu finden. An dem Kontext sind wir an die Verhandlungen rangegangen, an die Spuren ist weil die das couvriert, war immer da, und ihr wisst, wie es gelaufen ist. Die waren natürlich hart, die Gespräche, das wisst ihr auch, wir waren am Patronat an komplett opposierten Positionen, was Lohnfrau angeht, ganz klar. Wir haben auch da müssen hart verhandeln, und die war nicht immer alles sich eins, die drei Seiten von der Tripartite, was ganz klar ist. Wir waren zwar in der Gewerkschaften eins, auch das wisst ihr, dass wir einen Gewerkschaftsfront hatten, dann das bis zum Schluss. Aber wir sind rangegangen und wir haben, wie gesagt, die drei Sachen gefordert, auf der einen Seite auf die Inflation anwirken, an dem wir den Preis machen, auf der anderen Seite den Index behalten, an drittens, an die drittgrößte Forderung, die wir eben nicht kriegen, auch die kennen davon heißt, dass das die Anpassung vom Steuerbarem und die Inflation und froh allgemein von der Steuergerechtigkeit. Lo sind wir nur langen an zähe Verhandlungen an den ganzen Kontext, den ich ein bisschen gezeichnet habe, zu einem Protokoll d'accord kommen oder zu einem Accord de Principe kommen, den wir als Verhandler für den OGBL zu dem Zeitpunkt konnte gutheißen, an dem wir heute auch dem Komitee National proposiert haben, den der alle gut kennt an seinen Inhalten. Ich gehe dann aber eigentlich durch, weil ich eben ganz druckfrisch echt Versionen von dem Papier vom Accord Fehlerlein haben, du gehst nach toller Text gemäht. Aber dadurch, dass wir zurück zum normalen Funktionament vom Indexsystem sind, wichtiger Punkt für uns, dass also alle Tranchen ausbezahlt gewesen fallen, plus die Tranche von April, die nach dem Report vom letzten Jahr war. Der zweite sind da wirken auf den Energiepreis, da haben wir die Hausse von einer maximalen Hausse von 15% auf den Gaspreis von Oktober an bis, also 1. Oktober 22 bis an 23. Das möchte ich just Wort dazu sagen, weil du könnt ja nur die große Frage, die viel debattiert wird von der sozialen Selektivität. Also, Gebel war es wichtig, dass das Abwirken auf den Gaspreis sehr könnt, am Oktober am besten könnt, und nicht eben nächstes Jahr, weil dann also lo müssen Leute hier Häuser hützen, an hier Wohnungen hützen, an hier Rechnungen bezahlen. Wir waren ja aber schon mit bis Ende September, lo, wo wir heute stehen. Wenn wir wollten eine sehr Lösung, war es, also heute Regierung hat gesagt, war es eben nicht mehr möglich, so, wir machen lo den dote WE, den Hebel, wo dann eben jederin ein Maximalhaus von 15% kriegt. Wir sind uns aber bewusst, dass das für jederin dasselbe ist, dass eben kein Kriterien von der sozialen Selektivität dran hat. Wir haben das doch bedauert, an der Tripartite mich noch gefordert, können da nicht anders machen. Mit durch die Erklärung von dem kurzen Zeitraum war es dann nicht möglich, du mit so den kriegt 15%, an den anderen 30%, an den anderen 50% gedeckelt. Nonobstant, da also eine riesengroße Hölle für einen ganz großen Teil von allen Menagen, die mal am Oktober direkt spüren,
wo man wissen, dass Annonce bis zu 110% gemäht gesehen, ob den Preis an Platz von denen Riesenhusten haben wir über die 15%. Das ist aber direkt etwas, was den Menage viel entgehen kann. Das Problem mit der Frage von dem sozialen Ciblage ist dann aber auch, den muss ich aber auch so, soweit also eben nicht kommen an der Diskussion, weil man direkt gesagt kriegt und nicht machbar, wo hätte man dann auch gesagt, an bis wie soll an da wären die Diskussionen im Lass gegangen, dann hätte man wahrscheinlich auch nachher nur schwer Streitereien darüber gehabt, bis wie heißt für Revenu und dann wie viel muss geholfen kriegen, ob der Gasfroh. Das an alles da an den Kontext gesagt, muss ich so in einem absoluten vielleicht wo, dass jemand der Heger bei 15% maximal auskriegt. Aber das ist aber trotzdem so, dass dem der Heger Pai einfach Männer, dem du und die Energie hosten Männer, wie dem der kleiner Pai. Und auch das muss ich realistisch aber gesehen, dass am relative gesehen, dem die kleinen und mittleren Revenu mehr großen Teil von ihrer Kaufgrade, von ihrer Revenu, von seiner Taschen und von Mond an die Energiepreise stehen. Und da das auch an dieser Frage einfach wo wir haben Statistiken rumfand, wo man an einem Kantil die sind zwar von 2019, da war man eine andere Preise, mehr am Kantil de Menage müssten von seinem Revenu disponible 7,7% opfern für die Energiepreise, also die Energiekosten an am Kantil 2,8%. Du siehst aber, dass ein großer Gap besteht zwischen dem, was man alle Gute müssen, also Tasche für die Energiepreise ausgehen, an dem, was die ganz hohe Salären da müssen für die Energiekosten ausgehen. Und dafür also auch die Frage schwierig. Also neben dem Fakt, dass es sowieso kein Thema konnte sein, weil es sehr gut müsste gehen, dass man die Kritik aber absolut verstehen und der wisst von uns also Gebel, dass man da auch immer dafür sehen, dass du ziemlich viel gegangen geht und dass man auch nicht der Meinung sind, dass Leute, die ganz hohe Revenuen haben, müssten selbst viel geholfen kriegen wie Leute aus der Mittelschicht. Aber das just zu der Erklärung zu dem dritten Kritikpunkt. Dann haben wir neben dem Gas, du gilt ein bisschen eine Stabilisierung von den elektrischen Preisen, der kennt das, da haben wir so ein Haus von 0% für das nächste Jahr, kein Haus, die auf Leute durchkommen, dann haben wir beim Masut, das kennt ihr auch, die Verdoppelung von der 7,5 Cent, der Liter auf 15 Cent, ab November bis Ende nächstes Jahr, dann haben wir TVA-Reduzierung von 1%, dann haben wir auch müssten an diesem Akkord den Ajustement vom Mindestlohn nach einmal festhalten und verankern, weil auch das Patronat viel über den Mindestlohn an der Tripartit geschwart hat, strecken wir mal so aus, viel sich froh gestaltet, die wird vom Mindestlohn an den Ajustement, den Lohn wird. Den Ajustement vom Mindestlohn wird für Januar 23 3,3% Erhöhung vom Mindestlohn ausmachen. Weil eben diskutiert gehen, dass auch am Akkord verankert gehen, dass der muss kommen, so wie das sowieso an Eisenbahn geschildert ist. Dann ist die Verlängerung von der AWC, Allocation Vichère, mit der Verlängerung von der Erhöhung von der Primenergien, die neu angefordert wurden beim Energie durch, auch noch für das ganze nächste Jahr. Dann ist der wichtige Punkt mit der Maison de Soins, wo man immer davon geschwärzt und ich meine, die hat alle gute mitgekriegt, dass das schon am März als Forderung war, das heißt und auch vom Index Gel von den Preisen auf den Maison de Soins, wo ist dann aber auch ein bisschen garantiert, dass Ménagen, Leute, die in der Familie und an einer Maison de Soins nicht müssen, da auch mit spektakulären Hossen fährt, das sollten zu durchkommen. Und da kommen die Hölle für die Entreprisen, also du mir erst die am Detail abzuzählen, der kannst du auch sowieso mit der CEO dann auch helfen, die man konnten matdrohen, weil auch konträrement zu dem, was oft da behauptet, auch für verschiedene Patronatsvertreter, dass wir nicht an der Realität leben, sind mir ganz klar bewusst, dass es Betriebe gibt, denen hier Realität schwierig ist,
an der Tumor auch immer gesucht, also Gebärl, dass noch dem musste geholfen kriegen. Natürlich ist aber auch wo, dass mir effektiv wahrscheinlich schon eine andere Realität leben wie verschiedene Patronatsvertreter. Und das muss es cibléiert tolle Vergif für Entreprisen, die lo ganz energievor sind oder die eben auch konfrontiert sind mit Schwierigkeiten. Die Äden do gemäß dem europäischen Framework sind décidéiert gehen am Akkord Tripartit an die können mir auch nicht mehr gut heschen. Et gouf dann bei den Äden zu den Entreprisen auch die Möglichkeit von der Steuersteuerdeduzierung für ökologische Investitionen. Auch das können man nicht mehr gut heschen. Und das wird offen Eis, dass man da, wo man auch können, auch trotz akuter Krise und trotz Energiekrise, wo man sehr lo müssen Lösungen finden, nicht Transition ökologisch die vergessen und dass das nicht zu kurz kommt und dass dann auch do nach einem Akzent gesagt wird, können wir auch nicht mehr gut heschen. Da kommen nach die Hölle für die Entreprisen, die eis nicht wirklich direkt die es aber betrifft, als die vom Congé dans social. Das ist mir durch die neue Direktive, europäische Direktive Work-Life-Balance 6 Tage Congé aidant als Lützeburg an die gehen zu halten vom Staat finanziert. Also die Entreprise muss sich just 3 Tage bezahlen und der Staat finanziert und die anderen 3 Tage. Für uns ist es wichtig, dass die Salarien sich zu gut tun, wenn das ihnen dann hilft, über die schwierige Zeit wegzukommen von der Energiekrise, dann können wir das auch gut heschen. Da kommen noch eine Reihe Sachen dabei, wo der Klimabonus verlängert wird. Das sind auch gute Sachen. TVA, ob reduziert wird gehen, ob den Photovoltaikinstallationen. Aber da sind wir wirklich am Feintuning. Man muss gucken, was die letzte Version vom Text dann hier geht. Was nach etwas, was auch oft diskutiert wird, aber als auch im Herz leitet, das ist die Frage von den Chauffage-Pellets. Es war nicht wirklich ein großes Thema auf der Tripartit, weil das ja aber noch eine Minorität von den Ménagen sind. Und aber es angeschwärzt gehen von den Mengen oder anderen, dass so, dass man da noch immer am Gange sind. Der Gebel assistiert, dass man auch irgendwo Erde kreieren für Leute, die mit Pellets heizen, weil auch dort Hossen enorm sind von den Preisen. Wir spüren aber da, dass die Meinung geteilt wird, auch auf andere Seiten, und dass wir hoffen, dass dann noch vielleicht zusätzlich da nach etwas können. Ob es hier am Akkord oder du muss ich gucken. Also wichtig, dass wir das Leute geholfen kriegen. Und dann der letzte Punkt, und das natürlich den es nicht so gut geschmacht hat, das klar. Du hast Diskussionen dann gegangen, getrippelt, wie von Patronatsseite, weil also was soll man machen, dann wenn nach ein zusätzliche Indextranche gibt, erfahren wie die Prävisionen vom Stadtdeckhaut vorausgesehen. Das ist eine dritte Tranche im Jahr 2023. Und sie wollten aber da unbedingt ein Engagement, also neben allen anderen Modulationen, Manipulationen vom Indexsystem, die ihnen schwer geschwirft sind, wollten sie da von der Gewerkschaftszeit ein Engagement, die dann zu reportieren. Das konnte mir nicht gehen, wie ihr wisst, und das wollte man nicht gehen. Und dafür haben wir dann da aber Konsens fertig gebracht, wo die Regierung eben proposiert hat, wenn nach ein zusätzliche Tranche am Jahr 2023 fallen, die noch nicht vorausgesehen ist, dann muss die bezahlt gehen, und das ist für uns wichtig, aber en Contrepartie könnte dann ein close Rendezvous an der Tripartit, wo wir darüber schwätzen, dass Betriebe finanzielle Kompensationen kriegen, wir können die Kosten von der dritten Indextranche abzubringen vom Staat. Also wohlverstanden, wir schätzen nicht immer eine Kompensation für die Salarien, mehr für die Rentner, mehr eine Kompensation von Staat für die Betriebe, wir können die Leute hierhin Indextranche zu bezahlen. Das ist ein großer Zisch, den Inhalt von dem Akkord, den da ihr aber alle gut schon kennt, und schon viel diskutiert ging an den letzten Tagen. Das waren aber auch die Erklärungen für was für uns ein Akkord ist, den wir mitdrohen, wo wir so, wir hatten eine Reihe Hauptforderungen, an die sind halt erfüllt gehen. Wie immer am Leben aus der Zeit natürlich
also das ist ein Resultat von Verhandlungen und das von Kompromisse, wo jeder muss angehen. Und natürlich war mir allein die Verschreibe giffen nach ganz anders das gesehen. Aber das ist ja nicht der Fall. Aber als Hauptpunkte sind erfüllt gehen. Als wichtigsten Punkten die Entreprisen haben auch geholfen, jeder konnte sich am Mistisch herumfahren können. Kritikpunkte bleiben natürlich offen, aber die sind zum Teil nicht direkt zu lesen. Auf für und allem bleibt für uns aber die große Kritik und die große Froh von der Steuergerechtigkeit ob. Die haben wir nicht an diesen Akkord gekriegt. Und das bedeutet für uns nicht, dass wir das vergessen. Au contraire, wir haben einen Tripartite-Akkord, der eine kurzfristige Krisensituation aufdeckt, mit Hilfe für die Leute, die direkt Leute entgegenkommen, mit dem Erhalt vom Indexsystem. Und wir müssen weiter alle Guten zusammen dafür als ersetzen, dass wir endlich Steuergerechtigkeit in Lützburg kriegen. Und das werden wir machen nach 4 Runden Parlamentswahlen. Und wir werden auch da weiter Kontakte zu allen Parteien holen und weiter als Kampagne machen für eine Anpassung vom Steuerbarem und die Inflation zu kriegen, weil das ist finalement ein weiteren Index Netto-Klau, wo da passiert. Natürlich schon mal als Index brutto, aber netto kriegen wir alles Männer, dadurch, dass wir eben die Kalprogression leider noch immer haben. Die muss aus dem Weg geschafft gehen, das wird, du gib mir nicht nur, du gib mir nicht labber, lass mal nicht labber, das geht natürlich gekoppelt mit der Frage, wo muss ich Männer Steuern bezahlen, muss man aufhängen, eine steuerliche Erleichterung zu machen für Mittelschichten, an wo kann ich mehr Steuerrezepte generieren, und das ist dann auch gekoppelt mit der Frage von der Mehrbesteuerung europäischer Revenuen an Kapitalerträgern und Betrieben. Das ist ein großes Kapitel für sich, was heute ein Thema von dieser Pressekonferenz ist. Aber die kennen doch da ein bisschen Positionen von Mogebel, und da sind wir total bereit für die umzugehen und die Diskussionen gerne zu führen, für du endlich mehr Sozialgerechtigkeit zu kriegen, weil wenn ihr von sozialer Gerechtigkeit und meiner Inegalitäten in der Gesellschaft schwätzt, dann ist es über den Weg von der Steuer. Und da ist es, was zu machen ist. So, dass das Thema auch nicht vom Tisch ist. Voilà, ich meine, da das die Hauptmessage halt von unserem Komitee National, wir haben nach ein paar anderen Sujets angeschaut, die ich ganz kurz durchgehen, dass ihr das aber wisst, weil es nicht so ist, dass wir just das machen, hier am Mogebel sind der Woche. Wir haben heute den Vertreter von unserer OGJ, also von unserer Jugendabteilung vom OGBL, eine Rede gehalten zu der Obligation scolaire. Das ist ein wichtiges Thema für uns, die Schulpflicht bis 18 Jahre, wo man eine kritische Perspektive darüber geworfen haben, wo man erklärt haben, dass eigentlich das, was hier viel gesehen ist, Risiko ist für die Jungen an nicht die erfüllen, da hört die wie Politiker ist für sich zu so. Es wird gesagt, dass das für den Décrochage scolaire zu verhindern. Wir haben heute zusammen diskutiert, dass das muss mehr frei gesagt gehen in einer Gesellschaft. Wenn wir wollen, dass die Jungen hier Schule machen, gut machen, dann muss man Schulen so machen, dass es doch möglich ist. Und da fangen die beim kleinen Kindalter an, aber bei den Primärschulen an, und dann möchte ich nicht an dem Sinne die Jungen zwingen, bis 16 Jahre an der Schulbank sitzen zu bleiben. Auch ein wichtiges Thema, ich kann nun heute nicht ganz im Detail darauf eingehen, wir werden noch darauf zurückkommen, auch an das Herr Saal, also schon die Salarié so doch darauf geschafft, oder einen kritischen Avis dazu geschrieben, für den sich so interessiert. Und da sind wir dann an unseren einzelnen Sektoren ein bisschen durch ein Tour d'Horizon gemäht, was wo lebt. Und wir haben festgestellt, dass eine ganze Reihe Kollektivverträge aufgeschlossen gesehen, gut Kollektivverträge aufgeschlossen gesehen. Und das mich freut, dass das gut zu sehen, dass auch an diese schweren Zeiten nach Lohnverhandlungen stattfanden, die positiv sind, materielle, seriöse Resultate für die Leute, mit Verbesserungen von Arbeitsbedingungen, Verbesserungen von Paien.
an die sind geschieht also die sind viele Plätze geschieht mir haut speziell Hummer Service publik bisschen durchgeguckt an die Gemengen also Kollektivvertrag zu Wolsow geschlossen gehen zu Straßen an die ganz fischen an der Südgemengen Kollektivvertrag man super Resultate mehr auch an der Privatwirtschaft haben wir gut Kollektivverträge aufgeschlossen an do sind wir groß NRW am Sektor von der Mode Sektor wo gewerkschaftlich ganz schwer war, weil der Klangbetriebe sie Klangbutiker wo dann leider durch als nach immer fehlende Reform vom Kollektivvertragsgesetz nicht so einfach als große sektorielle Kollektivvertrag für sie all zu holen, muss man da hingehen und wir verhandeln bei Zara, wir verhandeln bei C&A, alles das geschieht. Und das sind richtig Verbesserungen für die Leute, die bei C&A beschäftigt sind, die Lodo kommen sind. Und das möchte wirklich Fried gesehen. Wir haben auch einen bei Action gehabt, wir hatten einen bei ETAM, wir hatten eine Verlängerung, du könnt eine lange Liste, eine Verlängerung vom Kollektivvertrag von den Garagen. Also das sind Bewegungen, die wichtig sind für die schaffenden Leute. Und du setzt gehen aber auch gut Zeichen gesagt. Wir haben noch einen Punkt gemacht, die sogenannte Glastripartite bei der Guardian. Du gehst nicht drüber an, die Kinder, die hat die Regierung mit offiziell publiziert. Wir haben noch über Tripartite, die sektoriell von der Luxe geschwärzt. Da war eigentlich gestern auch genug. Überall an der Presse, mir hat Michael Klose als nachher der Bericht gemäht, was passiert ist, was rauskommt. Ja, und dann haben wir nachher über die tragische Situation von Liberty Steel zu Dittling geschwärzt. Und da ist es einfach unsicher, was man können sagen, dass man die Sit nicht vergessen und dass wir Sorge machen in Zukunft von dem Sit, in Zukunft von allem natürlich den 170 Beschäftigten, die alltag nicht wissen, wie es mal ausgesehen und du bleiben wir auch am Ball und sobald du irgendwie Decisionen Spruch sind und weitergehen, werden wir auch ihr alle gut informieren. Stefano ist dort zuständig für den Dossier und ist auch präsent, wenn der Frauen dazu hat. Ja, dann haben wir jetzt normal interne Aktivitäten durchgeholt, Nominationen und so weiter. Und das war eigentlich ein bisschen den Tour von einem Komitee National von heute Morgen. Also wichtige Message, den Akkord Tripartite also geholt gehen, das heißt, wir können auch do schreiben gehen, wenn die Signatur da soll sein, wenn wir es insgesamt Text. Okay, dann so ich gucke logisch, denke, mein Kollegen, ob ich nicht vergessen so ich schon, danke, vielmals merci für Ihre Geduld und sind wir von der frohen Hut.